beschäftigt sich mit den letzten 13 Tagen im Leben von Luis Companys und mit seiner Verurteilung in einem politischen Prozess und seiner standrechtlichen Erschießung am 15. Oktober 1940 in der Fossa Santa Eulalia des Montjuïc in Barcelona. Der Film kann folglich gar nicht den ganzen Companys zeigen, dessen politische Karriere immerhin 34 Jahre umfasst, durch sehr viele Formen, Gruppen, Allianzen, Höhen und Tiefen gegangen ist, von Staatsbanketts und Jubelversammlungen über quälende Diskussionen mit den internen Widersachern bis hin zu insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 15 Gefängnisaufenthalten unterschiedlicher Dauer zu unterschiedlicher Zeit. Und er kann schon gar nicht, dieser Film, die vielen Kontexte zeigen, in denen Companys zu sehen ist. Er selber, seine Leute, seine Parteien und Gruppen, aber auch die Gegner und Feinde. Und um das vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können, will ich versuchen, ein paar Hinweise auf diese Kontexte zu geben. Companys gehört in mehrere Kontexte. Einmal in den Kontext der sozialen Kämpfe in Barcelona zwischen 1900 und 1939, die mit die schwersten sozialen Kämpfe, die gewalttätigsten sozialen Kämpfe in Europa in jener Zeit gewesen sind. Er gehört in den Kontext der spanischen und der katalanischen Linken mit engen Beziehungen zu den Arbeiterbewegungen, vor allem den Anarchosyndikalisten, aber auch den Sozialisten. Und er gehört natürlich in den Kontext des katalanischen Nationalismus, in dem er den linken Flügel stark gemacht hat, und in den großen Kontext der gesamten spanischen Politik der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, also die großen Auseinandersetzungen zwischen rechts und links, zwischen Monarchie und Republik, zwischen Religion und Laizität, zwischen Kapital und Arbeit, die Auseinandersetzung um die Agrarreform, um die Sozialpolitik, um das Frauenwahlrecht und so weiter. Und in allen diesen Fragen hat Companys auf der progressiven Seite gestanden, die zunächst 1940 erstmal für einige Zeit verloren hatte. Aber auch ohne dieses traurige Ende wäre es wohl nicht ganz falsch, denke ich, auch den lebenden und politisch aktiven Companys in mancher Hinsicht für eine tragische Figur zu halten. Die längste Zeit seines politischen Lebens war er sozusagen immer der zweite Mann hinter anderen, die mehr zu sagen hatten. Seit seinen linksrepublikanischen Anfängen um 1906 und dann vor allem in der katalanischen Republikanischen Partei, dem großen PRC von 1917, vorher dem BRA von 1915, hinter der imponierenden Statur von Francesc Layret, auch hinter Marcel·lí Domingo zeitweise und Ende der 20er Jahre vollends mit dem Zusammenschluss der linken Katalanisten in der katalanischen republikanischen Linken, der Esquerra Republicana von 1931, hinter Francesc Macià, dem Führer der dominanten Fraktion der ursprünglich separatistischen Gruppe des Estat Català und dem ersten Präsidenten der Autonomen Generalitat von 1932. Und als Companys dann nach Maciàs Tod Ende 1933 als dessen Nachfolger der erste Mann geworden war, am Silvestertag, sodass er praktisch erst 1934 an die Regierung kommt, sah er sich sehr schnell engen Zwängen und erheblichem Druck von verschiedenen Seiten ausgesetzt, die seinen Manövrierraum deutlich eingeengt haben. Von Seiten der Rechten in der Esquerra, der ERC, der Hardliners des Estat Català, vor allem dem Conseller Dencas, der sozusagen der Aufpasser der Rechten war, von Seiten der Gewerkschaften, der Sozialisten, im Bürgerkrieg vor allem dann der anarchosyndikalistischen Arbeitermilizen, später der Kommunisten und, wie Rainer Tostow vorhin schon gesagt hat, der dann nach Barcelona gezogenen spanischen Zentralregierung unter Juan Negrín, die eigentlich sehr schwach war, aber über ihre insbesondere kommunistisch beherrschten Exekutivorgane sozusagen den Katalanen ständig reinredete.
Es verwundert nicht unbedingt, dass Companys unter diesen Bedingungen zunehmend depressiver und passiver geworden ist, was ihm dann wiederum die internen Gegner vorgeworfen haben, neben dem Einfluss seiner Frau, die angeblich Kommunistin war, seiner Gewerkschaftsnähe und seinem Verhalten im Oktober 1934 rund um die Proklamationen des katalanischen Staats in einer spanischen Bundesrepublik. Im Jahre 1936 waren Teile der katalanischen Nationalisten und Teile der katalanischen Regierung durchaus unzufrieden mit ihrem Präsidenten Companys, und die Analyse von Verschwörungstheorien und Intrigen füllt inzwischen diverse ernsthafte Sammelbände. Ich nenne nur einen davon, weil hier so viele Spezialisten sitzen, dass Sie das vielleicht nachlesen wollen. Dieses eine Buch ersetzt mindestens 3 Krimis und man kann es in einer Nacht mit Spannung durchlesen. Das heißt Contra Companys, 1936, herausgegeben von Enrique Zelaya-Dacal und González y Vilalta 2012. Auch wenn natürlich die spätere Opferrolle und Märtyrerrolle von Companys vieles von diesen Divergenzen und Differenzen innerhalb der katalanischen Bewegung, in der katalanischen Regierung im öffentlichen Bild zugedeckt hat. Zum Kontext. Companys war kein hartgesottener oder radikaler katalanischer Nationalist. Er war in erster Linie katalanischer Republikaner und Föderalist, sogar mit Neigungen zu einem libertären Sozialismus, angedacht zum Beispiel zwischen 1917 und 1920 in semi-utopischen Ideen zusammen mit seinem Mentor Layret und dem charismatischen anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsführer Salvador Seguí, einem Jugendfreund von Companys aus dem Nachbardorf in den Pyrenäen. Und Seguí war einer, der eine Allianz mit der katalanischen Linken offen gegenüberstand, im Gegensatz zur Mehrheit der CNT-Funktionäre, jedenfalls meistens. Layret wurde 1920 ermordet, Seguí 1923. Companys blieb also von diesem Trio zunächst mal allein, und hinterher musste er sich mit Macià und mit Marcel y Domingo vor allen Dingen auseinandersetzen. Aber der enge Schulterschluss sozusagen, wie in diesem ersten Triumvirat mit Layret und Seguí, ist da wohl nicht wiedergekommen. Companys steht insgesamt, denke ich, für die Schwäche und Fragmentierung der republikanischen katalanischen Linken zwischen 1917 und 1939, und er steht auch für Mäßigung und Realpolitik. An Linksheit übertrafen ihn noch um 1930 die Leute um die Zeitschrift L'Opinion, an Populismus übertraf ihn Domingo und an nationalistischer Radikalität sicher Macià. Das erklärt wohl auch die Erfolge des Politikers Companys. Er verkörpert eine wichtige Grundtendenz, denke ich, des katalanischen Nationalismus, jedenfalls bis ins jüngste Jahrzehnt. Da ist er den Nationalisten etwas abhanden gekommen. Companys war kompromissfähig und er war offen für viele Allianzen. Nur so konnte er im organisatorischen Dschungel Kataloniens, der Restaurationsmonarchie vor 1923 und der Diktatur des Generals Primo de Rivera in den 20er Jahren als Journalist und als Politiker überhaupt überleben und ab 1930/31 dann eine wichtige Rolle spielen bei der Gründung der linkskatalanischen Parteisammlung der Esquerra Republicana, beim Übergang zur Zweiten Republik, bei der Aushandlung des Autonomiestatuts 1932, wo Companys in Madrid und in Barcelona eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, als Abgeordneter, Fraktionschef und Minister in Madrid, Parlamentspräsident in Barcelona und ab 1934 dann als Präsident der Generalitat. Dabei sind ihm immer wieder spektakuläre Akte, spektakuläre Inszenierungen zugefallen. Nur 3 Beispiele dafür. Companys hat nach dem Sieg der republikanischen Parteienkoalition bei den Kommunalwahlen im April 1931, am 14. April
um 13 Uhr als usurpierter Bürgermeister, gewählt war er nicht, vom Balkon des Rathauses von Barcelona als allererster in Spanien die Republik ausgerufen. Über eine Stunde bevor Macià dazu kam, den katalanischen Staat zu proklamieren, der, ich zitiere Macià, sich integrieren sollte in die Föderation der Iberischen Republiken und den er später wieder zurücknahm, Macià, gegen die Zusage des Autonomiestatuts durch Madrid. Die Madrider Parteiführer haben erst am Nachmittag dieses Tages die Zweite Spanische Republik ausgerufen, sodass Companys hier also sozusagen Pionier war. Zweites Beispiel. Als die neue Rechtsregierung der Spanischen Republik im Oktober 1934 katalanische Gesetze annullierte, rief Companys auf den Spuren von Macià und diesmal vom gegenüberliegenden Balkon der Generalitat am 6. Oktober 1934, ich zitiere, den katalanischen Staat der Spanischen Bundesrepublik aus, nicht ohne zum Schluss die Dinge wieder in Perspektive zu setzen mit einer Reihenfolge Visca Catalunya, Visca la República, Visca la Libertad. Daraufhin wurde die katalanische Regierung, wie schon gesagt, vom Militär verhaftet, vom spanischen Verfassungsgericht wegen Rebellion verurteilt, ins Gefängnis gesteckt und das Autonomiestatut widerrufen. Drittes Beispiel. Die auf den Wahlsieg der Linken im Februar 1936 folgende Amnestie brachte dann die Wiederherstellung des Statuts, die Wiedereinsetzung der Generalitat und in der bewegenden ersten Rede von Companys auf demselben Balkon am 1. März 1936 sagte er etwas, was auch als Motto, denke ich, über seinem Leben stehen könnte. Lernen wir die Lektionen, wir werden weiter leiden, wir werden weiter kämpfen, und wir werden wieder gewinnen. Manchmal kehrte sich die Reihenfolge dann allerdings um. Auch als Regierungschef hatte Companys nie die volle Unterstützung seines eigenen Parteienbündnisses, der Esquerra Republicana. Die konservativen Katalanisten hielten sich zurück, aber die Regierung war ja breiter. Die Sozialisten der USSR waren drin, die Republikaner und Föderalisten waren drin und manche Dissidenten von radikaleren Flügeln stützten ihn. Er paktierte mit den Gewerkschaften und im Bürgerkrieg ab 1936 auch mit den anarchosyndikalistischen Milizen, aber diese breite Unterstützung war auch nötig, um die mangelnde Unterstützung im eigenen Laden sozusagen zu kompensieren und die vielen Knüppel, die die konservativen Katalanisten und die Madrider Politik der Regierung zwischen die Beine warfen, zu kompensieren. Da die Strukturen dieser Konflikte damals schon genauso waren, wie sie noch heute sind, will ich als Beispiel einen konkreten Fall erwähnen, ohne in die Details zu gehen, und zwar den Fall der Ley de Contratos de Cultivo. Dabei geht es um ein 1934 vom katalanischen Parlament einstimmig verabschiedetes Gesetz zur Neuregelung der Pachtverträge im Weinbau, das den realen gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung trug und auf Reformforderungen der Weinpächterorganisation Unió de Rabassaires zurückging, die 1922 von Companys mitgegründet worden war, Teil des ERC und der katalanischen Regierung war und bis 1939 eine der einflussreichsten katalanischen Massenorganisationen geblieben ist. Die gegen dieses Gesetz mobil machenden Landeigentümer und konservativen Agrarier des IACSI, des Instituto Agrícola de Sant Isidre und der großbürgerlichen JIGA, die Madrider Regierung, die damals noch links war, erreichten, dass sich das Verfassungsgericht der Dinge annahm. Es war ein echter Kompetenzenstreit, wie heute auch. Vertragsangelegenheiten waren Sache des spanischen Staats, landwirtschaftliche Sozialpolitik war aber Sache Kataloniens. Es war also politisch vom Gericht zu entscheiden und das Tribunal entschied, verlässlich wie immer und bis heute, im Juni 1934 mit 13:10 Stimmen gegen Katalonien, was nicht nur Proteste auslöste, sondern auch den Präsidenten der Spanischen Republik, Manuel Azaña, zu der Feststellung brachte, dass, ich zitiere, die autonomen Institutionen Kataloniens die einzigen republikanischen Institutionen in Spanien sind, die noch aufrecht stehen. Es gibt noch andere
interessante Kontinuitätslinien von Companys zur heutigen Politik der katalanischen Nationalisten. Einer davon bezieht sich auf den Grad der Bewegtheit und des In-Bewegung-Seins über die reine Parteipolitik hinaus. Katalanischer Nationalismus ist ja, das kann man überall nachlesen, trotz seiner hochgradigen, überwiegend klassenmäßigen, inzwischen ideologischen Fragmentierung, überwiegend von politischen Parteien dominiert worden. Mit Ausnahme des Exils unter Franco, da machte das ja auch keinen Sinn. Das gilt für die erste Phase politischer Massenorganisation, die zwischen 1900 und 1920 von der großbürgerlichen Liga Regionalista beherrscht wurde. Hier war ja in Katalonien die Bourgeoisie Teil der Nationalbewegung, im Gegensatz zum Baskenland, wo das überwiegend anders war. Die baskischen Großwirtschaftsbürger, die Reichen, waren keine Nationalisten, mit einer einzigen Ausnahme, Ramón de la Sota, aber den müssen wir hier nicht erwähnen. Das gilt auch für die zweite Phase der 30er Jahre unter der Dominanz der zahlreichen Parteien und Gruppen, die sich 1931 zur Esquerra Republicana zusammengeschlossen hatten und eher aus den Mittelklassen kamen. Und erst recht gilt diese Parteiendominanz der katalanischen Politik für die dritte Phase, die fast idyllisch anmutet, die Phase der Convergencia y Unió unter Jordi Pujol, unter dem Autonomiestatut von Sau im Rahmen der neuen spanischen Demokratie und des Staats der Autonomien seit Ende der 70er Jahre, deren Strukturen auch nach Pujols Rücktritt und auch gelegentlichem Regierungswechsel hin zum Tripartit der Opposition noch bis etwa 2005, 2006 weiter gewirkt haben. Alles überwiegend Parteipolitik. Erst im letzten Jahrzehnt jetzt, in der unmittelbaren Vergangenheit, ist das entschieden anders geworden. Die Frustration über die Verwässerungen des reformierten Autonomiestatuts von Miravet, die erst durch das spanische Parlament und dann durch das Verfassungsgericht 2010 passiert sind, und die andauernde fehlende Bereitschaft der Madrider Regierung und des Madrider Parlaments zum Dialog und zu substanziellen Reformen haben die katalanischen Nationalisten insgesamt radikalisiert. Sie erwarten nichts mehr von Reformen des Autonomiestatuts im Rahmen der spanischen Verfassung und fordern jetzt die Unabhängigkeit Kataloniens, was tendenziell, wenn es passiert, ein revolutionärer Akt wäre, wo theoretisch, wenn es ernst wird, die spanische Regierung wie 1934 auch wieder die Ordnungskräfte schicken könnte auf der Basis der spanischen Verfassung. Revolution heißt ja, dass man die Verfassung aufkündigt. Auch in den üblichen Präferenzumfragen lassen seit Jahren schon die Befürworter der Unabhängigkeit, jene der Autonomie und des Föderalismus weit hinter sich. Entsprechend haben sich dann auch die Gegner radikalisiert und die katalanische Politik insgesamt erscheint heute polarisierter als jemals seit 1939. Bei den Regionalwahlen vor 3 Jahren haben die jeweils radikaleren Gruppen, Esquerra bei den Nationalisten und Ciudadans bei den anderen, deutliche Zuwächse erzielt, und im Moment scheinen alle auf einer Art Kollisionskurs zu sein, jedenfalls bis zu den spanischen Parlamentswahlen in 2 Wochen. Man kann nur hoffen, dass sich dann etwas von dieser Verbohrtheit und diesem eingegrabenen Fronten auflockert. Dabei ist aber eines neu, nämlich die Tatsache, dass die Bewegungen, die diesen Prozess im Spektrum der Nationalisten befördern, nicht mehr parteiendominiert sind, sondern dass sie getragen werden von breiten Kräften aus der katalanischen Zivilgesellschaft, sichtbar etwa in den Aktivitäten der Asamblea Nacional Catalana, des Òmnium und vieler anderer Bewegungen, die mobilisiert, bewegt, lose verkoppelt, weniger kontrollierbar sind und oft sogar Allianzen bilden, gerade auch in der spanischen Politik, mit anderen Bewegungen aus dem linken Regenbogenspektrum. Gerade auch für bewegte junge Leute, das kann man erfragen, scheint heute Unabhängigkeit gelegentlich ein so positiv und euphorisch besetzter Begriff zu sein, wie es Demokratie Ende der 70er Jahre in Spanien war. Die Erwartungen sind unglaublich hoch
und Enttäuschungen sind sicher zu erwarten. Auch Lluís Companys ist gelegentlich und immer wieder aus der Parteipolitik ausgebrochen, aufgrund seiner Nähe zu den Gewerkschaften und anderen regionalen Sozialbewegungen und aufgrund der Notwendigkeit, breitere Koalitionen zu bauen, um seine internen Widersacher in der eigenen Partei in Schach zu halten. Weil der katalanische Nationalismus viel zu sehr fraktioniert war und weil schließlich im Bürgerkrieg fast jede mögliche Allianz recht war, um den Widerstand der katalanischen Gesellschaft gegen die aufständischen Frankisten und ihre Alliierten zu mobilisieren und zu verstärken. Geholfen hat das am Ende, jedenfalls bis 1940, nichts. Aber Companys hat sich, trotz seiner Probleme und Grenzen, als jemand in die kollektive Erinnerung der Katalanen und nicht nur der Nationalisten unter ihnen eingeschrieben, an den man sich gerne erinnert, weil er im Ernstfall die Freiheit allem anderen übergeordnet hat und trotzdem versucht hat, in seiner Zeit das Mögliche zu tun, und zwar immer wieder. Er war ein richtiges Stehaufmännchen, bis man ihn eingesperrt und schließlich umgebracht hat. Durch seinen Tod ist er auch zu einer Art antiheroischem Helden geworden. Und ich bin gespannt, wie der Film uns dieses präsentieren wird. Schönen Dank.